Die Gräfin Eva von Neileiningen aus der Pelzig-Weltgeschichte vom Paul Münch. Ach Gott, was wird mir's doch im Sinn, so leicht, wann ich im Wald als bin. Es ist fast so schä dort wie daheim. Die Vögel kreischen von de Bäm, die Migge hört mir lustig sumse und Grotte in die Pitsche Blumse und prächtig schlängelt sich der Weg, river, niver, grad und schräg. Und fröhlich wandere ich da ane, durch Eiche, Buche und durch Tanne. Der Wald hört auf, man sieht schon durch. Was ist dann des dort für a Burg? Und in dem Augenblick geht grad ein Bauersmann vorbei und sagt: „Des Schloss, wo Sie dort drüben sehen, ist die Neileininger Ruin." „Aha", sag ich dank auch schä. „Des Schloss ist meiner Seel nicht klar. Du lieber Gott, ist des a Mauer?" „Ei, wies ne was", sagt dort der Bauer, „wann's recht is, will ich euch verzähle. Das heißt, wann Sie keine Zeit verfehle, was vor viel hundert Jahr und da sich in dem Schloss hat zugedra. Jo, sag ich, es interessiert mich arisch, denn ganz voll lauter Neugier war ich. Dann fangt an. Es war Bauernkrieg. Die Bauern gehen von Sieg zu Sieg, und zwar keine Burg im ganzen Land, die wo sie nicht erobert han. Und überall auf alle Schlösser, da hän se ausgepitscht, die Fässer, und in de Vorratsstub und Kisch hän se achielt ganz fürchterlich. Bis alles leer war, blank und blott, und jeder satt als wie a Grott. Dann stecken se aufs Dach vom Haus de rote Gockel obenaus. So sind die Bauern no bis vor Neileiningen gezogen, und zwar im Kriegsrat fest beschloss, morje früh geht's Stürme los. Es ist morje war. Die Bauersleit sind vorgeregt auf jeder Seite. Die Musik hat einen Marsch gemacht, der hat gescheppert und gekracht. 3 Trommle, 2 Trompete a und 5, 6 Ziehharmonika. Und vorwärts statzen sie die Bauern wie's Donnerwetter an die Mauer. Der Peter und der Philipp von Marem, die hän en Wissbaum unterm Arm. Am dicke End en Eisenklumpe, für ums Tor en neuse Stumpe. Der Jockeljärg von Mutterstadt, der hat a lange, spitze Latt, für die Feind wegzuspießen, wo oben von der Mauer schießen. Der Ferdinand von Bottebach, der krabbelt schon nuff aufs Dach. Der Adam und der Schorsch von Bellem, der Michel und der Sepp von Gellem, von denen krabbelt auch schon jeder mit Händ und Fies auf seiner Leder. Der Philipp und Peter stürmen los. Der Wissbaum schwenke se zum Stoß. Nix wie de Wetter, nix wie drauf. Ei, komm mal da, s Tor is ja schon auf. Und über einmal aus'm Tor, da kommt die Gräfin Eva vor und hat so halb und halb geschmunzelt und halb die Stirn gerunzelt und hat gesagt: „Guten Tag, ihr Herren. Ei, ich mein eils, ihr tun euch Ehre. Ist diese Art Besuch zu machen? Geh, schämen euch, man muss ja lachen. Mer kummt doch so net zu de Leid, man meint, er wäre net gescheit. Doch, wann er jetzt schä ordentlich sin, dann lad ich euch zum Essen ein." Do hän die Bauern no und no die Meiler in die Länge gezogen. Die eine stehen wie angewurzelt, die andere sind fast umgeburzelt. Der Peter und der Philipp sind bald mitsamt dem Wissbaum umgefallen. Da sah die Gräfin: „Hopp, ihr Leid, die Supp steht auf'm Tisch, es ist Zeit." Da sind die Bauern aber stracks so zart und weich war als wie Wachs und hän die Kappe abgenommen und sind ganz brav durchs Schloss durchkommen, ins Herrschaftshaus und in die Stub und hocken sich gleich an die Supp. Es war Ribbelsupp und oberum sind Schnittlauchstickelcher geschwommen. Des waren Löffel und Geschepp, für jeden hat's 3 Teller geb. Kaum war die Supp weg vom Tisch, da kommt a riese Blatt voll Fisch. „Halt!", kreischt der Schorsch von Schifferstadt, „ich krieg zuallererst die Blatt."
Ich seh grad so'n schäne Hecht, den wo ich gern esse möcht. Der Egmar des von Deisberg stehe, der tritt ihm heimlich auf die Zehe. Geh, sagt der Schorsch, du sollst dich schämen, a so darf man sich doch nicht benehmen. Noch 5 Minuten ungefähr, da war die Fischplatt blott und leer. Und guck, die Kische, der geht auf. Ein Blatt mit Brote drauf und Rotkraut noch dazu mit Käste, wie an der nächsten Kirchenfeste. Da sah die Gräfin, so, ihr Herren, die Platte müssen leer gegessen werden und holen euch nur fest heraus. Es bleibt noch genug im Habe draus. Das hat den Bauern Spaß gemacht. Ganz laut haben sie hinausgelacht und wie auf einmal noch eine Kist von feinem Weihwert aufgedischt. Es war vorst der Ausles, Kirchenstück. Du lieber Gott, war das ein Glück. Da kloppt der Franz von Alterglan an 2 Glas und ist aufgestanden und fahrt sich zweimal durch die Haare und sagt: Ihr Leid, ich bin davor, dass mir im ganzen Pelzerland kei so brave Frau mehr haben, als wie die Gräfin Eva da. So tüchtig, freundlich und so froh. Ich bin davor, es Glas zu heben, die Gräfin Eva, die soll leben. Da hen die Bauern hochgekriegt und aufgebollert auf den Tisch und mit de Kapp rumgeschwenkt und alsfort wieder eingeschenkt. So hen se lang noch da gesessen und nix als wie getrunk und gess. Erst abends so Uhr 8, da hen se endlich Schluss gemacht und sind 'ne halbe Stunde noch im tiefsten Friede abgezogen. Da hat der Bauer aufgehört. Was, sag ich, das ist da passiert? Ist die Geschichte auch wirklich wahr? Jo, sagt er, ich bin gut davor. Na, wo die Wahrheit nicht recht passt, da hab ich's anders abgefasst.